In seinem Gebet erwähnt David wenigstens 3 Dinge, die wir alle brauchen, um von Gott gelehrt zu werden. Wir müssen zuerst sein Kind sein und ein gerechtes Leben führen, durch Gottes Kraft. Zweitens sagt David, müssen wir die rechte Aussicht oder Perspektive von Gott haben und auch von uns selbst haben. Und Gott verlangt, dass seine Nachfolger mit Gottesfurcht respektieren und ehren und demutig mit ihm wandeln. Und drittens, schließlich will Gott, dass seine Kinder ein Verlangen haben, ihm zu folgen. Dass wir ein Verlangen haben, ihm hinterher zu gehen. Und dass wir immer bereit sind, von ihm zu lernen. Und Gott sein Wort sagt, wenn wir diese 3 Dinge tun, dann wird Gott uns immer lehren. Der wird immer mit uns gehen, der wird uns immer führen und auf dem rechten Weg lehren. Und wenn Gott bereit ist, uns zu lehren, dann müssen wir auch bereit sein, was zu folgen. Ja. Er ist bereit, sagt wir. Er will uns reden, weil wir am Hingeron gehen. Das, was wir von des Marius betrachten wollen. Und Jesus sagt in Matthäus 7, Verse 13 und 14, er redet hier vom Schmaulen Wajch. Matthäus 7, Verse 13 und 14. Er sagt, gut euch dort enge Put an, wie es dort Put as weit und de Weich as breit de an dort wort. That's right, verdorben wird. Und viele gehen den Weich und dort Put as eng und de Weich as schmal, de zum Leben führt, und dort sagt nur wenig, de dort fing. So wenig Menschen fingen den schmalen Weich und dort sind nur wenig Christen, die auf dem schmalen Weich blieben, sagt Jesus Christus hier selbst. Und das dürfte Wasser wird sein, die sind auf dem schmalen Weich, aber sind wirklich auf dem breiten Weich. Jesus selbst sagt, in Vers 21 von Matthäus 7, die wollen nicht alle an dort Himmelreich kommen, die zu mir Herr sein. Du kommen bloß die an, die du tun, was mein Vater im Himmel haben will. Bloß die auf dem schmalen Weg blieben, sind Jesus seine Jünger. Und was können wir als Christen tun, um sicher zu merken, dass wir nicht vom schmalen Weg raufkommen? In unserem Text, in Sprüchefeier, fingen wir 3 Hauptgedanken, die uns helfen können, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Wir wollten alle, um auf dem schmalen Weg zu kommen, dann müssen wir erst Jesus Christus annehmen. Dort hier wir alle fähig sind. Aber wo bleiben wir auf dem schmalen Weg? Erstens, um auf dem schmalen Weg zu bleiben, müssen wir Gottes Wort achten und seine Wort immer im Hort halten. Vers 20. In Vers 20 sagt Salomo, mein Sinn, acht darauf, was ich sei, und hol den Ohr an, wann ich rede. Was meint dort? Was meint er hier? Wenn wir diese Verse am Text 3 blicken down, oder 3 gehen down, dann sehen wir, dass er von 2 Dingen hier reden wird, von geistlicher Weisheit und von Verständnis. Vers 5 zum Beispiel sagt, nimm Weisheit an, sammel Verständnis und verjagt dich nicht. Hol die an dort, was ich dir gesagt habe. Und dann in Vers 7 sagt er noch dazu, Weisheit ist über alles, sei dich zu kriegen. Brauch alles, was du hast, um Verständnis zu kriegen. Weisheit und Verständnis. Von woher, liebe Geschwister, kriegt eine geistliche Weisheit und Verständnis? Ja, Gemeinschaft haben, setzt du, ja? Ja, von Gott auch. Besonders Verständnis, dort kommt aus Gott sein Wort, right? Und dort wir einmal lieber bleiben, dass wir fähig sind nach Hirten. Aber Weisheit kommt von Gott selbst, von Bliewen. Wir kriegen Weisheit, indem wir Erfahrungen mit Gott machen.
Nicht? Ist das nicht so dort? Weisheit kommt von Erfahrungen. Geistliche Weisheit kommt von unseren Erfahrungen mit Gott und mit Gott seinen Kindern. Uns fehlt Verständnis und Weisheit von Bliewen. Wir brauchen nötig diese beiden Dinge, um uns Leben so zu führen, dass Gott mit uns zufrieden ist. Aber nicht bloß das Gottes Wort zu beachten als ein Ticken, was wiesen das, dass wir Gottes Gnade auch persönlich eingenommen haben und belebt haben. Wenn Gottes Wort uns nicht interessiert, dann fehlt das Wort. Stimmt das? Das wird einer geschrieben haben. Und wenn Gottes Wort uns nicht interessiert, dann müssen wir uns selbst betrachten, um zu sein, wo wir vor Gott stehen. Und welche Wege können wir auf Gottes Wort achten? Well, indem wir Gottes Wort entweder wahrlich hören oder lesen dann. Indem wir den Verlangen haben, einmal von Gottes Wort zu lernen. So Gottes Wort zu lernen oder horchen und auch zu lernen. Und dort wir dort tun, was dort sagt. Indem wir alle Tag Gott fragen, Herr, was willst du mir von dir wissen? Herr, was soll ich von dir lernen? Habe ich ein starkes Verlangen, dass Gott zu uns reden soll, dass Gott uns was wiesen soll? Wenn ja, dann wollen andere das auch sein können. Sie wollen uns regelmäßig in Gott sein Haus sein. Die wollen uns sein, wo wir jährlich teilnehmen dürfen und wo wir jährlich wissen dürfen. Menschen wollen sein, uns beim Bibellesen fängen. Uns Ehepartner oder Kinder, die wollen uns beim Bibellesen fängen, wenn wir Gottes Wort live haben. Und wenn wir von Gottes Wort lernen wollen. Der Psalmist sagt in Psalm 119, 103, wo seid sind doch deine wir sind für mich ein Mühl, Seite aus Wort. Aus Honig. Seite aus Honig sind deine wir. So sei ich dein Wort live. Und wenn wir auf dem Schmaulen Wajch blieben wollen, dann müssen wir auf Gottes Wort achten. Dass wir ein Interesse und ein Life für sein Wort haben. Gottes Wort sagt, wann wir sein Wort nicht live haben, was passiert? Gott lässt uns verletzt worden. Und stimmt dort? Wo wir nicht verletzt, weil wir sein Wort nicht live haben? Ja. Und dann lesen wir in Sprüche 3, Vers 21. Verjagt niemals, was ich gesagt habe, hol dich wie Deib am Hort. Salomo sagt, wie sein Gottes Wort Deib am Hort halten. Was sagt das uns? Wir möchten Gott sein Wort kennen, und das fern, wann möglich und wo möglich Gottes Wort auch auswendig zu lernen. Und ich habe Troubles damit. Ich habe Troubles mit Gottes Wort auswendig zu lernen. Aber, das ist keine Ausrede, right? Keine gute Ausrede. Wenn wir Gott sein Wort auswendig lernen und dort am Hort haben, da kann uns von allen Sorten verschiedene Troubles bewahren. Zum Beispiel, wenn wir versagt worden, right? Denk an Jesus mal, als er an einer Wildnis für 40 Tage mit so tun taub wir. Und so tun einmal war der Prof zu versiegen. Was tut Jesus da? Er braucht Gottes Wort, um die Versiegungen zu überstehen. Wenn wir von so tun versagt worden, dann können wir Gottes Wort brauchen. Wir sagen, so tun, du sollst hinter mir gehen. So sagt Gottes Wort. So tun, ich will überstehen. Wenn Gottes Wort sagt, ich als Christ soll so sein und ich soll die überstehen. Ich will meine Gedanken festnehmen. Ich will meine Geschwister im Herrn live wiesen. Ich will nicht schlechtet ernst sein, wenn Gottes Wort sagt, det und det und det. Aber wenn wir Gottes Wort nicht am Hort haben, nicht weiten tun, nicht auswendig weiten, dann habe ich nicht die rechte Gewähren, um gegen so tun zu kämpfen.
Der Psalmist sagt in Psalm 119, 97, O, wo Jierenheit doch dien Gesetz, ich denk alle Tag darüber nu. Und das meint so viel, wie han Gottes Wort am Hort ban und dort wie daran denken dann. In Vers 22 von Sprüche 4 erklärt Salomo, wie es Gottes wird sein Leben für die fingen, und sein Gesund für die ihren ganzen Körper. So das helpt uns, wenn wir Gottes Wort live haben und am Horten halten. So, das wird der erste Punkt. Und dann zweitens, um ab dem Schmaulen weich zu bleiben, machen wir abhosen, dort wir unsere Horten nicht von Ungerechtigkeit oder von Sinn beeinflussen lassen. Ein Bibelforscher sagt, wir machen eine strenge Weich da Eva an unsere Säulen saten, sodass wir unsere Horten von weiter bewahren können und sodass wir andere auch nicht weiter oder verlassen. Wir lesen Vers 23, wo Salomo sagt, merk sicher, dass du am Hort wes bist. Luther Eva sagte mit Onasch, er sagt, behüte dein Herz mit allem Fleiß. So wie sollen unsere Horten bewahren, sagt er. Schlachter Eva sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz. Wir sehen, es sei gefährlich. Dort hat mal eine Sinn gebraucht, um Adam und Eva von Gott zu trennen am Anfang, dass sie vom Garten Eden rüten mussten. Und wir sehen, so eine große Folge mit sich einmal bringen, der machen wir uns heute von schlechten, weltlichen und bösen Einflüssen bewahren. Und das bringt sehr wenig, um uns heute zum Sinn zu bringen, wenn wir die nicht von schlechten Einflüssen bewahren dann. Und wo sind wir? Weil wir uns selbst betrachten dann. Und das, was wir einmal tun wollen. Was stellen wir für unsere Augen? Und was kicken wir? Und was von Musik hören wir? Und dort gibt es gewisse Menschen, die sich Christen nennen, die glauben, dass Musik ganz neutral ist. Solange die wir christlich sind, dann ist es okay. Aber wo ist es, wenn wir die wir nicht einmal verstehen können, wenn die Instrumente so laut gespielt werden? Oder wenn einer, der wir nicht einmal verstehen kann, wie es entsteht, die zu singen, die singen die bloß ab blöde Schrien dann. Halten die wir uns dann? Bringen die wir dann ans Nudrende Gott? Oder wo verhüllen sich die Sänger? Luten sie kreuz aus all die anderen weltlichen Sänger, was Jesus Christus nicht nur folgen? Was Gott nicht am Horten haben oder sein Wort am Horten hüllen? Wenn die kreuz aus all die anderen Sänger auf dieser Welt luten dann, soll wir als Kinder Gottes wirklich was mit euch zu tun haben? Bewahr dein Hort. Der Grund, warum wir uns Hort von schlechten Einflüssen beschützen sollen, bewahren sollen, ist, so dass diese Dinge unsere Horten nicht zum Sinn bringen. In einer englischen Übersetzung sagt Salomo in Verse 23 und 24, merk sicher, dass du am Hort wes bist, dort als wodurch dein Troubles am Leben kommen. Sei du nur, dass du keinem mit deiner Rede verletzt und dass du mit verkehrten Vertal nichts zu tun hast. So der Sinn fängt am Hort an. Das ist, was Jakobus uns lehrt in Jakobus 1, Verse 14 und 15. Er sagt, wobei ein Mensch wird versagt, wenn er von seiner eigenen Beise Last mitgeritten wird, wenn die Beise Last sich erst vorausgesagt hat, wird der Sinn geboren. Und wenn der Sinn getan ist, dann bringt sie den Tod. Right? So wir müssen unsere Horten von schlechten bewahren, von schlechten Einflüssen bewahren, sodass Sinn nicht durch Ben wachsen kann. Und Jesus sagt, in Lukas 6, Vers 45, ein guter Mensch wird aus das Gute in sein Hort, wenn sein Hort rein ist, Gute für den Tag bringen. Und ein schlechter Mensch bringt von dort Schlechte in sein Hort, schlechtet für den Tag. Und dort ist, was am Hort ist, right? Wie es wovon dort Hort voll ist, redet dort Müll. Und dort ist dort, was am Hort ban ist, was uns entweder nur in Gott bringt oder uns verreinigt. So wir müssen unsere Horten von Sinn und von schlechten Einflüssen bewahren, wenn du fängt der Sinn an. Am Hortbahn. Und wenn wir nicht abholen, dann wollen die schlechten Einflüsse am Hort kommen, sich ganz tief mehr. Das geht nicht mehr lang.
und dann mehrfach sich wiesen luten. Durch wo? An sie wir. Schlechte Gedanken, schlechte Worte, ans Handel, eine schlechte Einstellung vielleicht. Da wird es sein, und wo wir reden, wo wir denken, und was wir tun. Und Jesus sagt, Matthäus 15, 18 bis 19, wird aus dem Müll rauskommt, kennt aus dem Horten, und dort vereinigt den Mensch, wie es aus dem Horten kommen weise Gedanken, Mord, Ehebruch, Hurerie, Stehlen, falsche Zeugnisse und gotteslästerliche Reden. So, die sehen erst dort, was uns von dem Schmaulen Wajch raufbringt. Und deswegen, weil wir uns horten von alles, was schlecht ist, alles, was weltlich ist und alles, was gottlos ist, bewahren. Wir müssen uns von diesen Dingen bewahren. Wir fingen an den dritten Punkt an, Vers 25. Salomo sagt, Lut deine Uhren Glück für sich kicken. Lut deine Uhren sich an dort halten, wo Glück in Reich ist. Wir müssen ständig für uns kicken. Wer steht für uns? Weil wir Kinder Gottes sind. Jesus Christus. Deswegen kick wie für uns, right? Der steht dort. Der lehrt uns. Er will uns lehren, dass wir fähig sind nach Hirten. Und wir sollen unsere Uhren ab Jesus haben. Wenn wir ab dem Schmaulen Wajch bleiben wollen, dann müssen wir Glück für uns kicken. Und dort meint, dass wir nicht in dem rechten, auch nicht in dem linken Seed vom Schmaulen Wajch kicken. Nicht nur kicken. Als Christen sollen wir immer Glück für uns kicken. In Vers 27 sagt Salomo, geh nicht reich und geh auch nicht links vom rechten Weichrauf. Blieb von alle Beise weich. So nicht kicken, nicht down, gut und nicht hahn. Und dort ist sehr schwer, Glück zu fahren, und eine 40 fahren dort, oder Glück zu gehen sogar, wenn eine Amme zu sieht kicken dort. Eine will einmal durchhauen, wo eine kicken dort. Und mit unserem jährlichen Wandel, als du kriegst, so, zum Beispiel, wenn wir noch andere Menschen kicken tun und betrachten, wo andere Menschen leben. Ist das für uns gefährlich? Das ist. Das kann gefährlich sein. Wenn wir das tun, dann werden wir vierten, die Menschen entweder verdammen, wie sie anders leben tun, als wir tun. Oder wir probieren uns selbst zu rechtfertigen. Wo wir leben tun, im Vergleich mit wo andere Menschen tun, nicht? Und wo andere Menschen leben tun. Guck mal, dort kann ich tun. Paar Werk 3, dann sagt die Person du auch. Und wenn die du ist, dann kann ich du auch sein. Aber wird Jesus du sein? Das ist die Fair für uns. In Vers 26 sagt Salomo, pass ab, wo du gehst, dann wirst du in all deine Wege sicher gehen. Wir müssen dort bedenken, wo wir hingehen. Wir müssen so abpassen, wo wir gehen. Und wenn wir ab dem Schmaulen Wajch bleiben wollen, dann müssen wir unsere Uhren abhauen. Wir als Menschen stehen ständig eine Gefahr, entweder in dem rechten oder linken Seite geführt zu werden. Und wir sind Söhne, die proben, ihr Heil, Salvation, selbst zu verdienen, indem sie viele Regeln proben zu folgen. Oder indem sie sich sehr anstrengen tun, mit guten Worten, right? Gute Worte sind fern, ob wir das tun, aber wir machen das live tun, right? So ist Gott uns dort wiesen dort. Nicht wegen wir proben uns Heil in Christus zu verdienen. Und so eine Menschen, die so down vor ein Tobit im Reichen sieht, und sind vom Schmaulen Wajch actually raufgekommen. Wegen Erlösung kommt in Jesus Christus allein. Durch seine Gerechtigkeit wird eine gereicht, right? Und dann, wenn wir seine Kinder sind, dann sollen wir am Hängeron gehen. Und so down ist er dort. Andere glauben, dass sie so leben können, dass sie wollen, wegen der Jesus einmal im Leben angenommen haben,
und glauben dann, dass Gottes Gnade frei ist und Jesu Blut all ihre Sünden bedecken wird, right? Und so sind von der linken Seite draufgekommen. Beide Seiten. Auf beide Seiten das Wort. Aufgrund. Bei Englisch würde einer sagen, das ist ein Ditch, right? Wenn einer vor und der beide Seiten, die hat eine Ditch. Und merkt das Wort wenn einer am rechten Seite im Ditch ist oder am linken Seite? Einer ist im Ditch und ich habe einen Wajch. Einer ist falsch und ich habe mich wieder. Um am schmalen Wajch zu bleiben, müssen wir sehr abpassen, wo wir gehen. Eine englische Übersetzung sagt, grabel eben, wo die Hand stoppen was. Denk ein bisschen darüber nur, wo einer geht, was einer tut, was einer sagt, was einer denkt. Das ist so sehr wichtig, dass wir darüber denken, was wir tun und was wir sagen und was wir denken. Wir können nicht genug abpassen. Und wir können nicht glücklich sein. Dort gibt es so viele Menschen auf dieser Welt, die sich Christen nennen, die von ihrem Tag glücklich geworden sind. Um auf dem schmalen Weg zu bleiben, müssen wir selbst denken. Wir sollen nicht was tun, bloß wie es andere anstatt sein, ohne darüber nur zu denken, was Gottes Wort sagt. Kriegen nun, wer das ist. Right? Wenn wir Gottes Wort kennen, auch Gottes Wort brücken tun, um Entscheidungen zu merken, in unseren Wohnungen zu richten, dann müssen wir uns nicht Sorge merken oder fürchten, dass wir vom schmalen Weg raufkommen wollen. Denn Gottes Wort wird uns niemals verleiten. Jesus Christus wird uns niemals verleiten. Wenn wir unsere Augen abhauen und die vor uns haben, und wenn wir unsere Augen ab Jesus halten, dann bleiben wir auf dem schmalen Weg. Und wir fahren nicht im Ditch nennen. Psalm 119 und 105 sagt, dien wird als eine Lob mit den Weich zu wiesen, auch ein Licht mit den Stich zu bedachen. Gottes Wort wiest uns den Weich, den wir gehen sollen. Durch Jesus Christus und sein Wort können wir einmal weiten, was wir tun sollen im Leben. Und wo wir am schmalen Weich bleiben können. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, dort purt es eng in die Weich, es schmal, die zum Leben führen, dort sagt man wenig, die dort fängen. Und dann ist die Frage für uns, ab welchem Weg sind wir? Ab dem schmalen Weg, der zum Leben führt, oder ab dem breiten Weg, der an dort verdorben führt? Ab dem breiten Weg gibt es meine Menschen, die schienen alle Spaß zu haben und eine schöne Zeit zu haben. Das sind sehr viele Menschen ab dem breiten Weg. Aber dort führt und dort verdorben werden. Weil wir Geschwister, wenn wir einen Tag mal an den Himmel senden werden, dann müssen wir ab dem schmalen Weg bleiben. Da geht dort viel scheiner. Wenn wir Friede am Herzen haben. Bis wir wirkliche Friede am Herzen haben. Bis wir unsere Wandel in Anstellung, in Wert, in Gedanken nicht einmal bereuen machen. Das Leben geht so viel scheiner, wenn wir ab dem schmalen Weg bleiben dann. Und wir können ab dem schmalen Weg bleiben, mit Gottes Hilfe. Und das ist möglich, wenn wir Gottes Wort lernen dann, ab sein Wort achten dann, und Gottes Wort am Hort halten. Und Gottes Wort wird uns helfen, jeder Lehre durchzukommen. Zweitens müssen wir aufpassen, dass wir unsere Worte nicht von Eilrechtigkeit oder Sinn beeinflussen lassen. Und drittens müssen wir ständig Blick vor uns kicken und jeder Schritt bedenken. Und wenn wir Jesus dich behängen gehen, dann wollen wir niemals vom schmalen Weg raufkommen. Wenn ich sage, ich habe niemals vom schmalen Weg rauf. Er wird uns einmal recht und gewiss führen. Wer will ein Tag in den Himmel sein? Uns alle, nicht? Wir alle. Also, weil wir auf dem schmalen Weg bleiben, nicht? Und guck mal, wir haben einander. Und das meint so viel, wir können einander helfen, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Wir beten füreinander. Wir helfen einander. Right? Und das, was wir auch tun wollen.
Wir werden einfach alle in den Himmel sein. So muss Gott uns helfen, durch gleichlich unterkommen und dass wir würden einander auch helfen können, durch unterkommen. Amen.